don't need to hide. Just close your eyes and sing with me our sweet symphony. Come and turn the lights out. I want to believe it. I can feel it. Come and turn the lights out. I want you to sing it. It is impressive that you managed to survive this long. Grüß dich zurück zu Generation Zero. Nach meinem Absturz, oder nach dem Absturz des Spiels, musste ich vom Unterstupf wieder hierher laufen. Und wie du siehst, ja, ich glaube, ich brauche da einen Führerzellen, oder? Hallo Feuerchen. Haha. Kuckuck, da bin ich. Ah! Scheißen! So. Lad nach dir da. So, was heißt die anderen zwei? Da ist der eine. So, runter in diesen Bunker. Ich möchte speichern. Ah, toll. Wir gehen da zur Entdeckung.
Ah, FNX, ja Christi. Genau, da müssen wir runter. Finde heraus, was im Bunker Energie abzapft, im Hangar. Kotzt mir auch mit diesem Absturz. Die Mission hat er sich gemerkt, aber... So, was haben wir da herinnen? Können wir alles mitnehmen? Konvoj G01, kodnamn CCP-974, bekräftar position. Sista bekräftad kontroll var 23:48, bekräftar status på last och beräknad ankomsttid. Jag behöver inte påminna om uppdragets vikt eller dess förutsättningar, vilken godtagit. Använd kanal 832 för svar. Avslutar kontakt. Eins vorweg. Ich glaube, mich zu erinnern, den Namen Hollberg müssen wir uns merken. Da kommt noch was. Genau. Also, Hollberg, merkt euch den. Da ist noch was. Das ist der Ausgang. Aber ich würde wieder zurück auf. Genau, Hollberg spielt später auch noch eine wichtige Rolle in dem ganzen Spiel. Und ich nenne es mit Absicht Spiel. Wie gesagt, wenn wir dann später an die gewissen Punkte kommen, die uns dann die Reichweite dieser ganzen Geschichte zeigen, die hier passiert ist, ist es für mich persönlich gesehen eine der besten, die ich in einem Videospiel seit langem gesehen, gehört und gelesen habe. Also wahnsinnig gut. Was ist da drinnen? Scheiße, ne? Schauen wir da mal kurz durch. Bisschen Muni. Aber wir nehmen das jetzt also mal mit, ist wurscht. Nehmen wir für die kleinen Waffen die Munition auch mit. Dann brauchen wir da nicht so viel mehr dumm scheißen. Okay, diese Aufnahme müsste jetzt knapp eine Stunde lang sein. Also ich mach da jetzt mal zu. Da haben wir den Schatz, da haben wir den Schatz. Genau. Dann wir in die Plünderer gleich rein, was wir nicht unbedingt brauchen jetzt da. Genau, das bleibt dabei. Bei der Munition, das lassen wir dabei einmal so.
Na, wir werden jetzt mal die zwei Klauke und die Dings weg da, genau. Den da mal weg. Warte mal, wie viel Unterschied macht denn das zu dem? Macht das AI76 wirklich so viel mehr Schaden in der 2er Stufe wie die Pist in der 3er? Warte mal. Einmal kurz messen mit dem Daumen. Mit dem Daumennagel. Warte mal kurz. Ja, das geht. Jetzt schauen wir mal da oben. Das ist ja einiges. Wir nehmen es einfach einmal mit. So machen wir es. Wir können ja dann immer noch herumtun mit den Scheiß. Jetzt möchte ich aber mal wissen, Inventar, ob ich für dich Ergänzungen dabei habe. Mündung. Achso, warte mal. Magazine, Visiere, aber sonst habe ich da nichts für die. Na ja, gut, lassen wir es dabei mal so. Was ist da? Nix. Gut. Rüber zum Feldzugsplan. Der ist da. Herr von zu. So da. Wir sind in Minken angekommen. Jetzt schaue ich mich da gerade um, bevor wir das mit diesem Plan agieren, bevor ich da dann erkläre, wie es jetzt dann weitergeht ab der nächsten Aufnahme. Natürlich gibt es noch ein kleines Infovideo, bevor wir dann in die nächste Episode einsteigen, über die Dinge, die geschehen sind im Zusammenhang mit der Geschichte. Jetzt nicht die Nebenmissionen, wo irgendwer einen Schatz oder so irgendwas. Nö, wir konzentrieren uns rein vorerst einmal auf den Angriff. Genau. En telefonsvarare? Ja men fan, ni måste skämta. Okej, minns ni de sjuka grejerna jag berättade om på FOA 53? Nu har ni 11 döda forskare på ert samvete. Det skulle ha varit 12 om inte jag hade... Fan, lyssna nu. Ni måste stoppa evakueringen. Det här är inte det ni tror att det är och jag kan bevisa det. Skicka någon till Adavägen 2 i Kolleby, skynda er. Jag... Alltså kommer ni ens att lyssna på det här? Helvete! Genau. Die Veronika ist, kann ich da jetzt sagen, und zwar, ich lasse das Bundle nochmal abspülen. En telefonsvarare? Ja men fan, ni måste skämta. Okej, minns ni de sjuka grejerna jag berättade om på FOA 53? Nu har ni 11 döda forskare på ert samvete. Det skulle ha varit 12 om inte jag hade... Fan, lyssna nu. Ni måste stoppa evakueringen. Det här är inte det ni tror att det är och jag kan bevisa det. Skicka någon till Adavägen 2 i Kolleby, skynda er. Jag... Alltså kommer ni ens att lyssna på det här? Helvete! Genau. Und mit Veronika ist der erste Charakter, wo der ganze Angriff einen anderen Weg einschlägt, als was du vielleicht oder was dir das Spiel in den ersten Stunden erzählen will. Wir werden das aber dann später noch erläutern. So, vernagelt die Kanonen. Südküstenregion. Auf der Halbinsel Hinsinger Babalabab, das ist da, in der Südküstenregion gibt es eine Festung der Küstenartillerie namens Torsberga. Sie gehörte anscheinend zu den ersten Angriffszielen und war für die schwedische Armee von außerordentlicher strategischer Bedeutung. Finde heraus, warum und durchkreuze etwaige feindliche Pläne. Das Mädchen, das Wolf brüllte. Jetzt kommen wir zu unserer Veronika. Eine FOA-Computeringenieurin namens Veronika Nielsen stand in Kontakt mit einem Offizier im Kommandozentrum Minken. Einige Tage vor dem Angriff versuchte sie ihn zu warnen, dass ein Unglück bevorstand, aber er nahm sie nicht ernst. Am Tag der Katastrophe versuchte sie wieder mit Minken Kontakt aufzunehmen, weil sie einen Zusammenhang zwischen der Evakuierung und einer mysteriösen Mordserie vermutete, die erst wenige Tage zurücklag. Sie hinterließ eine Adresse im Fischerdorf Kelleby, das ist da, was der, wo wir da,
Das ist das Dörfle. Im Fischerdorf Celebi, das im Nordwesten der Südregion liegt. Genau. Und so werden wir jetzt weiterverfahren. Wir werden uns zuerst die wichtigsten, ich sage jetzt mal die für die Story relevantesten Nebenmissionen werden wir zuerst machen und danach werden wir uns die Hauptmissionen vornehmen. So werden wir das machen. Spiking the Guns, weiß nicht, das ist die englische Fassung oder die englische Ausdrucksweise. Ich weiß nicht, was jetzt auf Deutsch heißt, keine Ahnung, habe jetzt nicht gefunden. Wir werden das eins nach dem anderen angehen, eins nach dem anderen durchgehen. Genau, und das werden wir so in jedem Gebiet machen. Okay? Wenn wir dann mit der Hauptgeschichte fertig sind, können wir uns allen widmen dabei einmal, was wir wollen. Bis zu einem bestimmten Punkt, wenn wir dann soweit sind und einmal ein bisschen was erlebt haben mit den ganzen Quagel und Kladderadatsch, werden wir uns dem nächsten Story-Element widmen. Das ist das FNX Rising Update. Genau. Denn da im FNX... Nein, ich erzähle noch nicht mehr, wenn du die Geschichte noch nicht kennst. Bis zum nächsten Mal. Baba.